Also ganz ehrlich, Leute, es wird endlich mal Zeit, diesen verdammten Bifröst hier zu verlassen. Nee, es gibt's ja nicht mit diesen ganzen Schrotthaufen hier überall rumlaufen. Tja, willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Masters of the Cards. Ja, ihr merkt langsam nicht mehr ganz so happy wie auch schon. Das liegt vor allem daran, dass die Trends teilweise so Decks haben, die perfekt gegen uns ausgerichtet sind und... Naja, diese Stimme, diese Gefühle, kenne ich das irgendwo her? Naja, die bösen Gedanken, die mich geplagt haben, als man mich Hexe genannt hat. Muss eigentlich gegen sie antreten, hallo? Und tschüss, ist der Kisa, ganz toll. Cosillo, haben wir den bereits? Wir haben ja einen. Oh nö, den haben wir natürlich nicht, ganz klar. Ja, soll man ins PDA gehen? Wir werden shoppen mal ganz kurz nachgucken. Aber ich glaube, sehr viel gibt es sowieso nicht. Ach ja, wir können noch so viele geile Karten gebrauchen, Freunde. Da gibt trotzdem im Moment wird es eigentlich mehr oder weniger reichen. Also wir haben noch ein paar Synchro-Monster, ganz cool noch. So, nachher noch 5 Stück. Alter, das sind die teuer mittlerweile. So, das muss reichen. Kommt schnell herbei, ihr geilen Synchro-Karten. So, alle Packs öffnen. Dann geht es ein bisschen schneller und Elementarhelden, die machen wir nicht. Klingenritter, auch schon. Klingenritter wäre eventuell mal so eine Idee, weil wir haben ja sowieso immer sehr viel wenig Karten auf der Hand und so, also nebenher. Schrottsoldat, das ist ein Empfänger. Dort Crowler lässt grüßen, Schwarzflügel, naja. Angriffsgewinner, Blumenwürzel, Sieht eigentlich nichts nach irgendeinem besonderen Viech aus, das wir gerade für unser Deck gebrauchen könnten. Von daher, Quackiring, nee, auch nicht. Gute Fallenkarte vielleicht noch, nee. Lehre der Eitelkeit, kann man, nee, auch nicht. Sternensauger. Nimm du es wählst. Ja, Stufe entspricht des gewählten Monsters und das gewählte Monster ist jetzt Stufe 1. Ja, das kann ja unter Umständen auch mal eine ganz coole Karte sein. Ich bin auch schon überlegen, ob man die mal ins Deck packen soll. Wie, jetzt keine Synchromonster? Nee, nix. Frechheit. So, egal. Freunde, wird sein Bifröst mal zu verlassen, zumindest mal auf die nächste Ebene zu gelangen. Ein Feld. Nicht dorthin. Hoch. Zielfeld. Yeah. Und weg hier. Erfahrungspunkte, Bonuspunkte 3000, Alter, ist klar. Erzunterweltler, Zombie-Schädel, ja Mann. Also dafür soll man ein Zombie, bloß zwar nicht Empfänger, man zum Typ Zombie, das ist das Problem. Hier kann nicht durch keinen Effekt zerstört werden. Alter, einfach eine Zombie-Version von beauftragenden Dämonen. Ist ja mal voll übel. Gravwächters Diener. Die Karte ist auch noch ganz cool. Am Beginn ist es doppelter Kostum. Naja. So, Freunde, wird Zeit für Bifröst die 5. Etage. Na, endlich mal. Bifröst 5E. Du. Los geht's. Luna hält das nicht mehr aus. Grummel. Crow, alles klar bei dir? Ah, tut mir leid, Juse, ihr alle! Crow? Er kommt an seine Grenze, aber man soll loben, was lobenswert ist. Es war ein netter Versuch. Wahahaha. Matteo, mich keine Sorge, halte dich zurück, schalt mich aus! Selbst jemanden wie Crow kann man besiegen. Ja, eigentlich schon. Ich hatte nicht erwartet, dass eure Duellanten eine derartige Kraft besitzen. Ja, sehr beeindruckend. Lach nur, solange du es noch kannst, denn ich schwöre, dass ich dich vernichten werde. Ich freue mich schon darauf, Mensch. Ja, er ist ein Mensch. Du, vielleicht ein bisschen Macho und so, aber er ist ein Mensch. Und wir kriegen 10 AP. So, Crow, tut mir leid, Kumpel, du musst schon wieder vernichtet werden. Dunkler Flügel, Wirbelwind. Ach du Scheibenkleister. Michael, was ist mir passiert? Halte dich nicht zurück. Sonst werde ich dich vernichten. Oh oh.
Er ist besessen. Nein. Wir müssen Crow vernichten. Und zwar ganz schnell. Und zwar als erster natürlich, was auch sonst. Alles klar, Zeit für ein Duell. Vorsicht, Mann, Crow spielt hart. Ja, ist klar. Oh Mann, Crow, du bist ja voll eklig. Du. Dann wollen wir doch mal. Ist nicht so gerade die super Starthand. Jetzt heißt ein Monster Tannibus-Modus und noch eine Karte verdeckt als Kleinblockvogel. Für den verrückten Vogel. Du. Naja, Crow ist eigentlich eher eine Krähe, aber spielt keine Rolle. Was macht er denn jetzt? Sirocco die Morgenröte. 2000 Monster wieder. Ist doch voll übel, Mann. Du. Und jetzt ruft er. War klar, Bura, der Speer, wer könnte auch sonst sein? Es muss doch Bura, der Speer sein, du. Ist klar, Alter! Mach den Weg frei, mein Vogelvieh. Oh. Das könnte wehtun. Nein! Und jetzt verliert da ein Monster 1000 Angriffspunkte. Ich wollte gar nicht mehr angreifen, ganz toll. Ach du Scheiße, mach ich denn jetzt? Ich zieh mal. Ich habe nichts Besonderes auf der Hand, was ich da habe. Egal, ich habe eine Karte verdeckt. Lege noch eine Karte aus der Hand ab und rufe den Trickreichen als Spezialbeschwörung. Und nun ein mächtiger Trickreicher. Greif Bura den Speer an. Attacke! Och nö. Nein, nicht die Karte. Du bist so ein Arsch. Wieso muss er schon wieder verlieren? Menno, Leute. Ich hasse das so, wenn die Gegner so perfekte Starthand haben, ich nicht. Man gegen das Verlieren kein Problem, kann ja durchaus mit umgehen. Aber wenn man so unterlegen ist und keine Chance hat, dann ist es nur frustrierend. Und hat es nicht so mit Spaß zu tun, gar nichts mehr. Oh Mann. Schuhe die blaue Flamme, bloß der noch. Das ist ja ganz übel. Oh yeah. Du. Tja, das ist natürlich die Frage, was habe ich hier falsch gemacht? Hätte bereits nach des Spiels früher spielen sollen, wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber dachte mir halt, wenn es von Anfang an spielst, spielt er vielleicht direkt mal irgendwie schwerer Sturm oder mystischer Weltraum-Taifun, bist wieder down und hast wieder nichts hingekriegt. Tja, aber nun sieht es trotzdem nicht sehr viel besser aus, ganz toll. Ist alles scheiße, Kernzerstörung. Naja, sehr viel besser eben noch nicht, aber vielleicht kann ich damit ja schon ein bisschen was anfangen. Könnte ja sein, du, dass er mich hier irgendwie nochmal raushauen kann. Außer natürlich auch noch ein Monster, was er gerade macht. Spezialbeschwörung, wie soll denn das? Gale, der Herr Wirbelwind. Ruft er jetzt den Schwarzflügeldrachen? Ne, er ruft einen dunklen Drachen. Was ist denn damit? Diese Karte kann doch gar nichts. Nee. Oh, nicht ihn auch noch. Kalut, der Mondschatten, erscheine! Wieso kann er das? Alter, der ist ein Schwarzflügelmonster. Ruft immer wieder neue. Du. Mach den Weg frei, mein mächtiger dunkler Drache. Mein Matschspiel ist bereits wieder weg. Und ich hab keinen Blitzeinschlag, nix. Das ist ein bisschen sehr doof.
Crow wird mich so was zum platt machen. Okay, weiter überlegen, Freunde. Was mache ich dann wohl im nächsten Part? Nächsten Part, gerade natürlich im nächsten Duell. Was will ich mir da für eine Strategie zurechtlegen? Naja, eine bekannte Schwarzflügelstrategie. Ich muss unbedingt die Feldkontrolle übernehmen. Das ist das einzig Wahre. Ja. Was kann das Vieh? Oh. Das kann es. Was hat 2 auf der Hand? Achso, wollte ich gerade sagen. Geht doch gar nicht. Ja, Leute, das Duell ist bereits noch vorbei. Ganz toll. Alter, ich muss diesen dämlichen Icarus-Angriff haben und... Naja. Sei es drum. Hat aber auch eine miese Starthand. Das muss man mal so sagen. Toll. Ja, eine tolle Leistung. Ich habe 1500 Lebenspunkte abgezogen. 1500 Punkte abgezogen. Das ist einfach genial. Ich bin so geil. Ich bin so cool. Es ist einfach so peinlich. Nee, den Crow kannst du nicht besiegen, Mann. Wir waren eine besessene Crow wohl eher. Meine Fresse, was war das peinlich? So, komm schon, mal gehen, ey. Unser Deck kann es mit jedem gegnerischen aufnehmen, das ist so. Das Problem ist nur, weil er halt gegen solche Strategien gewappnet sein will. Wird natürlich gegen viele auch ziemlich anfällig. Man spielt auch immer die richtigen Karten und so und deswegen ist immer ein bisschen 50-50 mittlerweile. So, jetzt kann ich jetzt Karten. Lassen wir jetzt bitte nicht im Stich. Wir müssen Crow befreien. Eine Part in 8 Minuten wieder beenden. Man hat schon letzte Überlänge und ein paar Zärtige auch und dann geht nicht immer so weiter. Das sieht schon mal sehr viel besser aus. So, wollen wir mal wieder. Kann man durchaus so machen. So, als erstes setze ich mal den hier verdeckt und dann die Karte hier verdeckt. Komm und zeige dich, Sirocco die Morgenröte. Ja, was auch, sonst spielt doch immer zuerst den. Was macht das überhaupt? Ich meine, klar, es ist vielleicht 3-mal im Deck, das verstehe ich ja auch, aber trotzdem, das ist immer... Okay, ist nur der. Ich dachte gerade doch noch, Bora, der Speer kommen. Nun gut, Sangan. Zack. Eine Fähigkeit, ganz geil. Ich könnte ihn mal ein bisschen nerven, wa? Ja, das könnte ich so machen. So, er spielt eine Karte verdeckt. So, ruhig mal. Und ich ziehe ein neues. Sehr gut. Und rufe meinen Captain im Angriffsmodus. Und kann somit auch einen weiteren rufen. Und aktiviere die Zauberkarte. Gemeinsam sind wir stark. Together forever. Jetzt kriegt er einen hübschen Bonus. Wow. Vielleicht noch einen anderen Typ auf der Hand. Nicht vergessen. So, natürlich Kalu, den Mondschatten. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, da reinzufallen. Nein, gar keinen Bock drauf. Mayu, das Symbol der Ehre. Du und Ehre? Du kannst mich doch eh nicht angreifen, du. Wieso will er, dass ich angreife? Hat Stufe 1 das Vieh. Was bringt denn das bloß? Ich habe Freund Revolta und guck mal, was da gleich ziehe. Egal, spiele ich mal noch den Zwillingsschwertplünder im Angriffsmodus.
Switch den mal, weil wie gesagt, ich will kein Risiko eingehen. Und nun wird's richtig lustig. Zwillingsschwerplünderer greift sein Monsterverteidigungsmodus an. Sirocco die Morgenröte. Du. Krieger gegen Krähen. Momentan 1-0 für die Krieger. Moment mal. Plus eigentlich der Fänger. Ah, verstehe es also vor. Entschuldigung, falsch. Entschuldigung. Er will doch garantiert seinen. Bringt aber nicht gerade. Doch, bringt ja was. Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, ich spiele noch eine nächste Karte, weitere Karte verdeckt und beende meinen Zug. Vayu, das Symbol der Ehre. Und nun ruft der Shura die blaue Flamme, Flamme, Flamme. Da bin ich ja Feuer und Flamme. Nee, noch nicht, aber halt noch ein bisschen. Spalt schon mal sehr gut. Aktiviere ich mal die Rücke des Kriegers. Und hole ihn zurück. Du. So, dann kommst du mal, Zwillingsschwerplünderer. Ja, komm, wieso nicht, wahr? Jetzt können wir es riskieren, Freunde. Wir können es riskieren. Ich auf mir aus wieder, wie heißt es wieder, Wal oder so? Nee, Kalut, genau. Auf der Hand haben, wie er will. Es bringt ihm gar nichts. Denn er kann nicht zwei gleichzeitig aktivieren. Das hingegen geht schon. Hä? Scheiße. Egal, wir greifen nicht mehr an. Was, ich greife ihn noch an? Aber wieso denn? Ich wollte gar nicht mehr. Der mystische Weltraum-Taifun. Ist klar, dass ausgerechnet die Karte haben muss. Ja, ist ja klar. Du dämlicher Poser. Lalala. Na, warte, erstmal den zerstören und dann gleich den nächsten. Da rettest du dich jetzt aber nicht mehr. Oh, das war knapp. Tja, ein bisschen schon. So, gleich nochmal. Und zwar ihn hier. Kalu, den Mondschatten nachgeschaut. Hier ist nochmal ein Effekt. Natürlich, wie kann das sonst sein? Er muss ja, kann gar nicht anders. So, momentan passt für mich aber ganz gut. Ja, lassen wir so. Komm schon, Quo, ruft ein Synchro-Monster herbei. Du. Ja, er macht's. Er ruft ihn. Geht doch los, Stufe 6. Ach ne, wollte einmal den Schwarzflügeldrachen sehen. Den Waffenmeister mal wieder. Kennen wir auch schon. Will er opfern? Weil sogar klappen, wa? Scheiße, kann ich gar nichts mehr machen. Bin ich opfern? Bin ich nicht opfern? Hat er gar nicht mehr. Wenn er jetzt angreift, sowieso gleich finito. Schwarzer Tornado! Ja, genau das meinte ich. Er greift an und... Und er ist futsch. Einfach nur im Eimer. Fallbetäubung? Die kommt jetzt. Tja, was mache ich da jetzt? Mach den Weg frei, Mann! Och nö, er muss das denn sein. Ja, scheinbar ja schon.
So, jetzt ist aber Feierabend hier. Wollte zwar wieder ein... verdammt, wollte lange wieder einen Captain rufen, aber geht es leider nicht. Ruf halt ihn hier. Was? Wieso? Ja, ist klar. Eine normale stinke Fallenkarte, die alle anderen deaktivieren kann für einen Zug. Alter, ist das ein Penner, dieser Crow? Boah, das gibt's auch. Und jetzt mache ich wieder Überlegen mit diesem Part. Nee, Leute, das geht langsam nicht mehr weiter. Wenn es weitergeht, mache ich langsam mal 10 Minuten Parts. Ja, ist doch wahr. Lassen nicht durch wirklich mal ein paar Parts ausfallen. Natürlich nicht Parts ausfallen, aber einfach mal ein paar Tage Pause, dann wieder neue Parts, weil täglich und immer so Überlänge haben. Das geht aber nicht mehr. Das geht einfach nicht. Ja, die Frage bleibt trotz allem, was mache ich bloß? Also langsam echt keine Idee mehr, was für eine Strategie ich da irgendwie einsetzen könnte. Und dann irgendwie doch noch irgendwann irgendwie klein zu kriegen. Ja, momentan bin ich ein bisschen sehr stark überfragt. Vor allem, der kann ja immer zu Beginn weg immer so Spezialbeschwörungen ausführen, Sirocco und so. Und halt auch Bura das Speer und alles. Da bin ich dann halt ziemlich schnell am Ende meines Lateins. Genau das meine ich als Beispiel. Ja, aber eine Tatsache ist leider, braucht mehr zerstörerische Zauber und Fallenkarten. Ich meine, das Spiel ist ganz geil und so, aber eine reicht halt nicht, wir brauchen noch mehr. Nassakra Zurüstung ist toll, aber die Dimensionsgefängnis als Alternativ natürlich und dann halt noch Blitzanschlag als Zauberkarte. Weil eigentlich braucht noch sehr viel mehr, aber wie gesagt, hier ist ja alles irgendwie verboten, aber die Gegner dürfen es trotzdem einsetzen. Sich da irgendwie trotzdem durchzumogeln, ist nicht so ganz einfach. Der muss echt irgendwie mir gut was überlegen. Tja, Schrei der Untoten ist natürlich eine gute Karte, da bringt mir gerade hier nicht sehr viel. Ich meine, ja, fügen schön Schaden zu, ist ja ganz toll. Natürlich auch sehr viel Spaß. Ich könnte natürlich mit Verstärkung für die Armee noch ein Ding holen, Gerümpelsynchronisierer. Und damit zusammen speziellen Effekt. Dankeschön fürs langsame Reden, Michael. Und dank dessen Effekt natürlich noch ein weiterer Riesenbaziller vom Friedhof her. Das geht ja alles, kein Problem. Nur eben, hätte ich dann Stufe 5 Monsters rufen müsste, Schwierigkeit hast du und der wirkt hier leider nicht so. Weil sie bereits als Instance-Monster sind, die Crow einsetzt. Und das wirkt leider nicht so. Also noch 2 Karten verdeckt. Ja, doch keine Chance, Mann. So, jetzt erstmal den verdeckt. Den noch, wenn sowieso alles nix. Aktivieren eine Kernzerstörung. Nur auf gut Glück. Was bringen jetzt die hier? Okay. Merke ich mir hier natürlich. Ah, der wäre eine Idee. Verstärkung für die Armee. Stufe 4 Monster. Hätte ich hier plus Stufe 3 hiervon. Das könnte klappen, Freunde. Denn ich brauche dringend die Feldkontrolle zurück. Ja, mach ich das mal und schick
ihn auf den Friedhof. Du, 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 du. Und tschüss, Bruder Speer. Blizzard, der hohe Norden. Kommt der auch noch, oder was? Du bist nicht eingeladen, verrückter Vogel. Wollte schon sagen, also tschüss. Und da geht er wieder, du, du. Mein Effekt ist halt schneller. Annulliert das bitte aus einem Effekt, ja? Geht doch. Das wäre jetzt krass gewesen, wenn das nicht gehen würde. Du, 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 du. Wobei sie natürlich ein kleines Problem haben, wenn er dann noch die dämliche Fallenkarte hat. Er hat ja sehr viele Krähen. Wenn ich die natürlich alle wegnehmen könnte. Die Frage ist bloß, wie? Wie, frage ich euch? Ich bräuchte Obelisk, weil nur er wäre davon nicht betroffen, aber... Natürlich sie einfach gesagt und leider getan. Da sind wir uns, denke ich, einig. Du, du, du. Interessant, denn der wurde jetzt auch als Spezialbeschwörung gerufen, aber konnte ich jetzt irgendwie nicht deaktivieren oder irgendwie negieren, wie auch immer. Das ging jetzt hier nicht. Ja, das ist doch interessant, du, du, du. Alter, aber jetzt echt keine Monster mehr im Friedhof, die ihn hier rufen könnte? Nö. Ist alles voll von Arsch. Und ich bin gleich tot. Aber sowas von du, 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 du. Ja, ist klar. Nach dem einen Angriff. Der hatte 3-mal Kaluda Mondschatten. Einmal auf der Hand, einmal auf dem Feld. Was ist denn du für ein scheiß Lucky, hey? Alter, ne Leute, ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Weil, ganz ehrlich, Überlänge-Part schon gut, aber aktuell, nee. So garantiert nicht, Leute. Ganz bestimmt nicht. Naja, ich würde sagen, bis morgen wieder, war bei, ja, 5Ds, macht der Cards. Bis dahin, schaut zusammen. Mensch.